Das ist eigentlich die neue Hasselblad X2D2. Oh mein Gott, der Name. Das ist das Modul, es heisst DJI Focus Pro. Und es hat LiDAR drin. LiDAR ist eine Technologie, die auf Basis von, nennen wir es Lichtwellen, es gibt Lichtwellen raus und es wird Autofokus gemacht. Hey, so simpel funktioniert Technik zu erklären. Ich habe fast ein Jahr die Hasselblad X2D und CFV 50-2 gehabt. Sehr coole Kameras. Sie sind einfach mit der Zeit nicht mehr so oft mitgekommen. Bei der neuen Hasselblad X2D2 ist genau auch der 102 Megapixel Mittelformatsensor drin, aber so ein Modul für Autofokus. Weil was eigentlich der Nachteil, kommen wir noch drauf, ist gesehen bei Hasselblad X2D, dass der Autofokus nicht ganz so schnell ist. Die RAW-Daten sind sehr gross, darum hast du auch nicht mehr als 2 Bilder in der Sekunde machen. Und wenn du mehr als 2 Bilder in der Sekunde hast gemacht, dann hat er das Display ausgeschaltet, also hast du gar nicht gewusst, wo der Herrenziel ist. Continuous Autofokus hast du auch nicht gehabt, das heisst, der Autofokus hat nicht nachgeführt. Du hast eigentlich die 2 Bilder in der Sekunde sparen, weil du hast nicht gewusst, was die Kamera macht. Das ist okay, weil die Kamera ist grundsätzlich auch nicht für Reportage und Eventfotografie, wie ich sie mache, denkt. Wie ihr ja wisst, brauche ich Kameras noch gerne für Sachen, die nicht für das gedacht sind. Warum erzähle ich euch jetzt das hier? Wollte ich anfangen, Fotonews erzählen? Ja, das habe ich mir tatsächlich schon mal überlegt, ob das ein Format wäre. Aber abgesehen davon habe ich mir die Hasselblad X2D2 vor ein paar Tagen beim Foto zum Stehen bestellt, weil ich nämlich wirklich gespannt bin, was das LiDAR-Modul, das in der Kamera eingebaut ist, am Autofokus dazu tut. Und ihr seid auch gespannt, ein paar von euch, die mir geschrieben haben. Plus, die Videos, die jetzt schon verfügbar sind, sind sehr vielversprechend. In ein paar Wochen geht es für mich in die Ferien. Und ich hoffe, sie kommt bis dann und ich kann sie mitnehmen und kann ganz viele coole Eindrücke mit dieser Kamera schiessen. Zusätzlich zur Kamera kommt noch das neue 35 bis 100 mm, das eine variable Blende hat. Das finden ein paar von euch recht doof. Trotzdem muss man sagen, auf Mittelformat Zoombereich von 35 bis 100 mm, was ungefähr 28 bis 80 mm an Vollformat entspricht. Mit einer variablen Blende, ja, von f2.8 bis f4, was wiederum f2 bis f3.2 am Bokeh von Vollformat entspricht. Wichtig, der Lichteinlass ist der gleich, aber die Tiefenunschärfe und das Freistellen entspricht ein bisschen einer offeneren Blende. Und das ist natürlich schon cool, oder?